Hallihallo ihr liebe Leute, das ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Im letzten Teil haben wir uns an so einem Klicker vorbeischleichen wollen. Das sind die hauptsächliche Infizierte, die schon jahrelang sind. Und dann habe ich mit dem Messer erledigt, statt um rumzuschleichen. Damit ihr auch einmal seht, wie das gemacht wird mit dem Messer. Und jetzt sind wir weiter in dem Hochhaus, in dem ungeschützten Hochhaus in Boston Niemandsland. Bitte, die Damen. Okay. Genau. Komm. Und jetzt, nachdem die Mädel durch sind, können wir auch durch. Die Treppe ist dicht. Und jetzt müssen wir übers Verrückt. Gerücht. Nicht nach unten schauen. Was? Ne, du guck ich nicht doch unter. Nicht bei so einem verrosteten Ding, was so 20 Jahre lang hängt. Aber man hat da eine großartige Aussicht wieder auf das kaputte Boston. Hinten ist noch ein Blitz runtergezuckt. So noch so bombardiert die Ruine. Tess hat ja auch erzählt, dass die Quarantänezone sehr stark bombardiert war. Also das Boston, nicht die Quarantänezone, aber das Boston stark bombardiert. Komm schon, Ende. Und da hinten, da müssen wir hier. Da wo die goldene Kuppel ist, das ist das Rathaus. Da sollen wir die Ellie bringen. Aber vorherrscht müssen wir hier durch. Und wie wir jetzt schon erfahren, ist hier voller Infizierter. Jetzt kommt nämlich auch noch so ein netter Part, wo lauter Infizierte sind. Das macht jetzt Spaß, gegen die schlappe Flicker dort zu kämpfen. Aber vorher gucken wir nochmal da rein. Da haben wir nämlich noch so Holzlatt. Das kann uns als Nahkampfwaffe super dienen. Beim ersten Mal im Tutorial habe ich dummerweise gesagt, das hat 5 Balken. Aber das hat nur 4 Lebensbalken dort, das Ding. Das hält also wirklich nicht ewig. Und da haben wir jetzt eine neue Waffe gekriegt. Und zwar ein Revolver. Ein 6-Schuss-Revolver. Genau. Da haben wir Waffenplätze. Und da können wir zum Teil 8-2 dort drin auswählen. Aber derzeit haben wir das nicht. Das heißt, wir müssen jetzt immer noch umständlich so wechseln. Aber das ist kein Problem. Wie gesagt, wir müssen da rechts halten. Und dann müssen wir X gedrückt halten. Dann können wir immer noch wechseln. Ich behalte jetzt erstmal die 9 mm. Weil die Waffe, da habe ich ein bisschen mehr Munition. Achso, ich muss jetzt vom Spiel aus leider der Revolver wählen. Haben wir gleich. Jo. Runner. Und jetzt geht's in ein echt bei dem geiles Mädchen. Gebiet. Das ist richtig Psycho jetzt. Am Anfang bin ich da halber durchgedreht, als ich den Scheiß gemacht habe. Hab mich nichts getraut zu machen. Aber ich weiß ja mittlerweile hoffentlich nochmal, wie es geht. Und wir probieren uns einfach nochmal dran. Da liegt jetzt auch eine bessere Waffe. Und zwar Eisenrohr. Das nehmen wir mit. Die Sache ist, die Infizierte reagieren zwar nicht auf Licht, aber die sehen einem immer noch. Zumindest die Runner. Denn da greifen wir uns, den erwürgen wir. Ihr seht, das ist so ein Runner. Der hat also noch Ache. Die Klicker, die sehen wiederum nichts, aber die hören besonders gut. Und der Kumpel hier, das ist ein Runner. Da können wir hier unseren Lauschmodus nutzen. Da sehen wir, da kommt der nächste Typ um die Ecke gurkt. Und ich will definitiv mal 9 mm. Da kommt er vorbei gezappelt. Da hören wir nach und da hören wir schon, dass der nächste steht. Der hätte sich nochmal in unsere Richtung gedreht, Batterie gewechselt. Dann nutzen wir doch jetzt die Phase, wo der weg ist. Und ich probiere es nochmal so viel wie möglich heimlich zu machen. Ah, Gott im Himmel. Also schon richtig Olver gemacht mit den Infizierten. Da hätte man noch was, um uns heilen zu können. Energieriegel und nochmal so eine Dose Leverwurst. Da warte ich jetzt, bis der Kerl da wieder kommt. Da sieht er uns nicht. Das gilt als Deckung hier. Da kommt er schon wieder um die Ecke jockelt. Hier zappelt da noch einer rum. Und da kommt er jetzt wieder her, der Kerl. Wie gesagt, Licht geht glücklicherweise. Bei Menschen, die das nicht geht, die das Licht bemerken. Aber der merkt es nicht. Müssen wir jetzt so langsam hingehen. Dann kann man uns greifen und langsam wieder umbringen. Und ich gucke immer, also nicht wundere, dass ich da immer die Kamera schwenkt, wenn ich die Leute heimlich abmurks.
Das hat einfach den Grund, dass ich mich nochmal umgucke, um die Hintergrund im Acht zu behalten. Weil es kann halt sein, dass da wieder einer vorbeischlappt oder dass der in Sichtweite ist und dass er uns dann sieht. Das ist ein Klicker da drüber. Der steht regungslos. Und der Kerl da, der latscht noch durch die Gegend. Genauso wie der da. Wir versuchen uns jetzt den da zu krallen. Während der da hinne ist. Damit uns da der andere Typ nicht sieht. Ich drehe mich wieder um. Ich muss gucken, ob der andere Kerl uns sehen kann. Während der seine Route zappelt. Hat er nicht bemerkt. 4 Revolvermunition haben wir gekriegt. Und der andere, der ist immer noch auf seiner Runde unterwegs. Und, ja, dann warten wir, bis der wieder in Greifweite ist. Dann schnappen wir uns den. Und zum Schluss erledigen wir den Klicker in aller Ruhe. Ja, da ist er. Wir warten, dass der wieder uns die Rücke zudreht, weil sehen kann er uns ja noch. Hoppla. Das wäre eben schier Verschisse von mir. Aber ich hoffe, es klappt noch. Ich hoffe, es klappt. Da sind sie immer wachsam, wenn sie da stehen bleiben. Ja, das klappt. Daneben steht der Klicker. Der hat noch nichts gemerkt. Der ist zu sehr damit beschäftigt, dass er Pilzsporen hat und dass ihm da gerade die Champignons aus der Ohren wachsen. Und dann versuchen wir uns jetzt auch heimlich zu greifen. Und messern denn. Ah na, was für Gereiche. Okay, ihr könnt kommen. Aber ich muss echt sagen, Leute, ich habe das bisher noch nie so hingekriegt. Egal ob leichte Modus, egal ob schwer. Also ganz im Ernst, ich habe das echt noch nie so gut gebacken gekriegt. Es scheint Glück zu bringen, dass ich da Let's Plays mache. Jo, da hätten wir noch einen Müsli-Riegel. Aber das brauchen wir ja zum Glück nicht, wir sind in der Verwundwoche. Da ist nochmal Dose Brotwurst neben der Flasche. Hätten wir uns nochmal heilen, aber wie gesagt, Hämmer zum Glück nicht gebraucht. Auch wenn die Passage hier so ein bisschen Psycho-Action, so ein bisschen Psycho-Thriller ist, aber um Himmels Willen, wir sind ja gut durchgekommen. Jetzt gucke ich gerade nochmal immer so die Räume durch, nachdem ich so Passage gereinigt habe. Gucken wir mal, ob es da irgendwas gibt. Scheint nicht der Fall zu sein, da hätten wir nochmal Holzbrettel als Nahkampfwaffe, aber wir haben ja abgegradet zum gute Bleirohr. Dann wäre wieder so ein Riegel. Also wie gesagt, auf leichtem Level, du hast immer noch was parat, du kann dir eigentlich kaum was passieren. Aber ja, es gibt immer Leute, die rennen durch wie der Elefant im Porzellanladen. Ich versuche es zwar immer heimlich zu machen, aber dann Infizierte, weil ich keinen Bock habe, gegen 6 Rennende auf einmal zu kämpfen. Von daher hat sich das ganz gut angeboten, ich muss sowas zu zeigen und es kommt dann auch nochmal so Schleichpassage. So gebe ich auch mal mein Bestes, dass ich das heimlich erledige. Okay, was ist los? Das Gute ist, ich muss jetzt vom Controller her nichts festhalten. Nachdem ich den Punkt erreicht habe, muss ich eigentlich nichts mehr gedrückt halten. Das macht ja von sich aus. Das Ding hat ja eine Hanglage für das Gebäude. Deswegen muss ich das jetzt so verkeilen. Kann ich loslassen. Der wird sonst zugehen. Oder das Ding wird wieder runterrutschen. Und so kann ich durchgehen. Dann greifen wir uns so noch die Zutaten ab für Medikit. Beziehungsweise für unser Getränke Lumpe. Wir kennen nur beides Hersteller. Alles klar. Ein Messer und ein Medikit. Super. Da haben wir auch nochmal Klebeband und Klinge für improvisierte Messerle. Ah, yes, hier war wohl Müsli-Riegelfabrik, habe ich das Gefühl. Überall liegen so rum die Dinger. Da nochmal ein Lumper. Und weiter geht's. Wow. Was? Das will ich ja sehen. Ja. Dann mal los. Du sehen, da ist schon ordentlich was runtergekracht. Du hast schon einige Stockwerke total zerrissen. Und wenn es regnet, gibt es hier auch künstliche Wasserfälle. Dann gehen wir mal ein bisschen durch den Bauschutt. Hier können wir durch. Vorsichtig. Und dann geht es zum nächsten Level, wo ich gerade eben so ein bisschen arg gemerkt habe, dass nochmal so Schleichpassage gegen Infizierte kommt. Freen euch dort drauf, wenn das schon jetzt Psycho für euch war, das andere wird so richtig olver. Dann haben wir hier nochmal Zeichen von Messerbastler, das werden wir gebrauchen können. Weil du sind nicht nur die Runner unterwegs, sondern auch ein paar Weißt du, Klicker. Ich denke, wenn wir Batteriewechsler? zurück sind,
Lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Oh ja. Du willst es ruhiger angehen. Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Da ist wohl einer schon ein bisschen länger tot. Der ist skelettiert. Und dann müssen wir bei dem Kumpel da durch. Und ja, wie gesagt, da unten dann, das wird sowohl Psychopassage sei, als auch ein bisschen wieder auf Heimlichkeit getrimmt. Und es gibt so Zwischensteller, also so Zwischenstufe zwischen Runner und Klicker. Die Runner sind die frisch Infizierte, die Klicker sind die lang Infizierte. Und da gibt es dann die sogenannte Stalker, dann wachsen schon so die erste Champignon-Knospe aus der Stern raus. Und die fangen schon auch kräftig zu schielen, also die sind schon so gut wie blind, können aber immer noch was sehen. Und machen auch schon so Klickergeräusche neben den normale menschliche Kreischgeräusche. Hier drüben. Es fällt ein bisschen schwierig, die zu erkennen, aber wenn man das Spiel schon mal gezockt hat, dann weiß man Bescheid. Und die Artworks zu den Infizierten sind eigentlich auch ziemlich eindeutig und großartig, muss ich sagen. Also da hätten sie sich wirklich Mühe gegeben. Die ganzen Konzepte von den Infizierten sind an sich richtig gut gemacht, mit sehr viel Liebe zum Detail, in aller Hässlichkeit. Am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Das wird schon. Nimm die Genau. Molotovs. Das wird schon. Aber du sehen ja, wie gesagt, der hat so Armbinde wie so Paramilitäreinheit. Und der hat jetzt einen Molotow-Cocktail bei sich, den nehme ich mal jetzt mit. Und da gibt es auch ein kleines Rezept dazu, das können wir jetzt auch herstellen. Genau. Den wollen wir aber erstmal nicht. Den können wir aber basteln, dafür brauchen wir Ethanol und Lumpe. Genauso wie man es eigentlich auch für die Medikits braucht. Nur in dem Fall müsste man eigentlich noch logischerweise eine Flasche oder irgendein Behältnis noch dazu setzen. Aber jo, Lumpe und Alkohol reicht. Flasche findet man ja immer wieder leerer. Deswegen, passt schon. Jetzt haben wir Mollys, mit denen können wir ganz gut umgehen. Die werden wir auch gegen Infizierte gebrauchen können. Weil Infizierte, sobald die in Flamme stehen, machen die gar nichts mehr. Die zappeln dann nur noch rum und verbrennen dann so langsam vor sich hin, genauso wie das Menschen machen. Das heißt, das ist ein sehr nützliches Ding und die Infizierte rennen auch nicht einfach, wenn sie erstmal brennen, weiter, sondern die bleiben dann stehen. Noch ein Firefly Card. Gucken wir uns einmal an. Erstmal in groß. Und da sehen wir schon, das sind anscheinend Leute. Die haben die Beschreibung von der Ellie, 14 Jahre alt, rote Haar, 5 Fuß und 3 Inch groß. Und wir sollen sie, oder die sollten sie, beim Kapitol, beim Ratshaus abholen, mit dem goldenen Kuppel oben drauf. Das ist schon mal 1,60 Meter sind die, 5 Fuß und 3 Inch. Siehst du? Nicht unsere Leute. Und das scheinen Leute gewesen zu sein, die trotzdem hier gewollt hätten, um sich die Ellie zu holen. Jo, noch all deine Infos und noch all dem Gejockel und Gezuppel mache ich hier erstmal eine Pause. Und hier geht dann die berühmt-berüchtigte, angekündigte Psychopassage los. Ich muss mich erstmal mental darauf vorbereiten und sammle mich erstmal dort vor. Und wir sehen uns im nächsten Video von The Last of Us Remastered auf Pelzig. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und für jeden Klick und jeden Kommentar bin ich euch sehr dankbar. Machen's gut